In einem Hotel in den Bergen ereignete sich einmal eine seltsame Geschichte. Als der Küchenbursche nach dem Mittagessen das Geschirr wusch, fiel hinter ihm plötzlich ein Stein auf den Küchenboden. Hallo? Ist da jemand? Da ein Fenster offen stand, ging er hin Hallo? und schloss es. Die Küche war ebenerdig. Er blickte hinaus, sah aber niemanden. Er bückte sich und nahm den Stein in die Hand. Es war ein Kieselstein, der gut in seine Hand passte. Der ist ja noch warm. Der Bursche legte den Stein auf den Fenstersims und ging wieder an die Arbeit. Stein konfigurieren. So ein Seich. Wenig später fiel ein weiterer Stein auf den Küchenboden. Das gibt's doch nicht. Erschrocken schaute sich der Küchenbursche um, ob noch irgendwo ein Fenster offen stand. Aber es waren alle geschlossen. Der Stein war von ähnlicher Größe wie der erste und auch er war Warm? Die eine der beiden Türen, die ins Innere des Hotels führten, war geöffnet. Der Bursche ging hin und blickte in den Gang hinaus, ohne jemanden zu sehen. Ist da jemand? Wenn das der Herr Brotschig hat, dass da jemand Stein kocheriert. Hallo? Der Küchenbursche schloss die Tür, legte den Stein zum anderen Stein auf den Fenstersims und machte sich wieder an die Arbeit. Ich darf twitchen. Kaum hatte der Bursche den letzten Teller abgetrocknet und in den Geschirrschrank gestellt, fiel wieder ein Stein auf den Küchenboden. Was soll das? Jetzt wurde es ihm unheimlich, denn es war nicht möglich, dass der Stein von außen hereingeworfen worden war. Das finde ich im Fall nicht lustig. Er legte den Stein zu dem anderen, rannte zur Küche hinaus, bis in das Dachgeschoss hinauf, wo sich die Zimmer für das Personal befanden. Er klopfte so lange beim Koch an die Tür, bis dieser verärgert öffnete. Was ist los? Ich hab's bestimmt. Ambros. Entschuldigung, Chef, aber jemand rührt Steinküche. Was? Was für ein Esel macht das etwas? Ich weiss es nicht. Das heisst, niemand. Was, niemand? Zuerst habe ich gemeint, jemand rühre einen Stein durchs Fenster. Aber ich habe niemanden gesehen. Ja, logisch nicht. Hat er dann einen Streich gespielt? Ja, das habe ich auch gemeint. Ich habe das Fenster zugemacht und dann kommt wieder ein Stein zu fliegen. Ich bin ja Tiere, aber dort war auch niemand. Es wird einmal wohl niemand dabei zu Stein kucherieren, Ambros. Das habe ich auch gedacht. Ich habe die Tiere zugemacht und dann ist gerade noch ein Stein zu Boden gekippt. Was? Ja, präzise. Noch ein Stein. In die Küche? In die Küche. Und alles ist zu gewesen? Fenster und Tiere, alles zu. Zeig mir eines der Stein. Der Koch zog sich an und ging mit dem Burschen hinunter in die Küche. Wo sind's? Dort auf dem Fensterbrett. Der Koch nahm die Steine in die Hand. Ja. Der eine ist ja noch warm. Es sind alle drei Warme, die zu Boden gekippt sind. Obwohl der Koch wusste, dass es nirgends eine Luke gab, blickte er zur Decke, um sich zu vergewissern, dass es so war. Du bist sicher, dass du niemanden gesehen hast? Ehrenwort. Ja, bist du es etwa im Moment noch selber gewesen? Erstelle. Nein, bitte, Herr Brotsch, Sie müssen mir das glauben. Ich habe nichts mit diesen Steinen zu tun. Kein bisschen nicht. Schon gut. Ja, aber erzähl das niemandem. Verstanden? Verstanden. Und jetzt ab in die Pause. Bald geht's los mit dem Znacht. Als an diesem Tag das Nachtessen zubereitet wurde, stand Lina, die Lehrtochter, plötzlich beim Koch. In jeder Hand einen Stein. Herr Brotschig? Was ist, Lina? Da. Stein? Ja.
Der Zurbrigg rührt mir Stein an. Er findet es wahrscheinlich auch sinnig lustig, an mir einen Streich zu spielen. Ich aber nicht. Zurbrigg, Ja, was soll das? was? Die Steine da. Was ist mit denen? Hast du dir der Lina angerührt? Geht's noch? Sicher nicht. Hat jemand von draussen in die Küche hineingerät? Ambros, Ja. komm, gang, mach Fenster zu. Ambros schloss sofort die beiden Fenster. Ein Klicken am Boden hinter seinem Rücken schreckte Zurbrigg den zweiten Koch auf. Und er erblickte einen Stein. Hä? Woher kommt jetzt der Stein? Zurbrigg schaute zu Lina, die den Salat schnitt. Lina, Ja, hast du? was? Ja, Wenn nicht ist, würde ich den Salat weiterschneiden. ja, ist gut, es ist nicht. Zurbrigg hob den Stein auf, Warm. ging zum Koch und stupfte ihn am Arm. Was ist, Zurbrigg? Da. Hier. Ist vorhin neben mir gelandet. Der Koch nahm den Stein in die Hand, schüttelte den Kopf. Da fiel neben ihm ein Stein zu Boden vor seine Füße. Schon wieder einer? Der ist aus der Luft gekommen. Man weiß ja, wenn einer einen Stein wirft, dann hüpft der noch ein- oder zweimal auf. Aber jetzt? Zack, abgekippt. Einfach so. Alle hatten gesehen, dass der Stein etwa aus Hüfthöhe aus der Luft kam und genau dort liegen blieb, wo er hingefallen ist. Das gibt's doch nicht. Alle standen sie wie gelähmt, während die großen Pfannen mit der Suppe und dem Nudelwasser brodelten und die Küche in einen Dunst hüllte. Der Koch hob den neuen Stein auf. Und? Warm? Warm. Da fiel auch vor Ambros ein Stein auf den Boden. Sehen ihr jetzt, Herr Brocci? Da ist etwas nicht sauber. Fair und ein. Ambros rannte weinend aus der Küche und schlug die Tür hinter sich zu. Hey, wow. Hey, was habt ihr? Was ist los? Luciano, der Kellner, sah verwundert auf die im Dampfnebel erstarrte Küchenmannschaft. Wo ist die Suppe? Gäste wartet. Also, Mit beträchtlicher Verzögerung wurde das Essen aufgetragen. Einige Gäste beschwerten sich, weil die Suppe lauwarm war und das Fleisch noch blutig. Und nachdem der englische Pudding auf dem Tisch stand, da erschien der Hoteldirektor in der Küche. Herr Brocci. Herr Direktor, Ja, was ist los? schauen Sie, da, der Stein. Aha. Seit dem Nachmittag riecht jemand Stein in die Küche. Stein. Da geistert's. Kleiner, Herr mit dem Seich. Herr Direktor, da geistert's wirklich. Ja. Die Steine hat niemand in die Küche gerührt. Die sind aus der Luft abgekippt. Lina, Der Zurbrigg hat es selber gesehen. Wir alle haben es gesehen. jetzt tu doch nicht so einen Nervöse, Lina. Gang wieder arbeiten. Das hat mir ein lustiges Vögel dir. Warum? Nur weil sie aus der Stadt kommen und wir hier vom Land. Lina. Da fiel direkt vor dem Direktor ein Stein auf den Küchenboden. Sehen Sie? Ein Stein kippt aus der Luft zu Boden. Das gibt's doch nicht. Die Farbe wich aus dem Gesicht des Hoteldirektors. Er hob den Stein auf, wog ihn in der Hand. Warm. Alle, die da zu Boden gehen, sind warm. Ja? Der Hoteldirektor ließ den Stein auf den Boden fallen, worauf er ein paar kleine Sprünge machte, bis er endgültig liegen blieb. Ein ganz normaler Stein. Aber schon lag mit einem Klicken ein neuer Stein zu seinen Füßen. Das reicht jetzt. Ich gehe. Lina! Lina zog ihre Schürze aus, schmiss sie Zurbrigg in die Hände und hastete zum Ausgang. Ich komme den Fall nimmer. Fast wäre sie mit der Großmutter von Ambros zusammengestoßen. Oh, Entschuldigung. Gehen Sie um Gottes Willen nicht da innen. Da geistert's. Ja.
Das habe ich von meinem Enkel gehört, vom Ambros. Es tut mir leid, dass der Ambros gegangen ist. Ich komme für ihn. Ich bin Josephine und ich habe schon als Mädchen hier gearbeitet. Ich kenne die Küche bestens. Gut, zur Brücke. Ja? Die zeigen der Josephine aus. Jawohl, mach ich, Herr Direktor. Der Direktor nickte der alten Frau zu und verließ die Küche. Auf dem Weg zu seinem Büro schaute er kurz in den Aufenthaltsraum, in dem 2 Engländerinnen Bridge spielten und ein Gast namens Schnetzelmann mit einem Buch auf den Knien eine Pfeife rauchte. Good evening, ladies. Nee, das geht's ja nicht. Also, Herr Schnetzelmann. Ja, guten Abend. Gut angekommen. Ja, alles bestens, Herr Direktor. Vielen Dank der Nachfrage. Gern. Ja, ich freue mich sehr auf diese 3 ruhigen Tage hier Schön. an der frischen Luft. Schön. Bevor es dann weitergeht, nach Genua und anschließend nach Ägypten. Was? Ägypten? Ja. Hoffst du? Ja, ich bereise liebend gerne die Welt und besuche gerne schöne Orte. Ja, das verstehe ich. Wenn Sie mir gestatten, Ja, bitte, bitte. ist irgendetwas Besonderes geschehen? Nein, warum? Ja, Sie schauen so aus, als beschäftige Sie etwas. Der Hoteldirektor setzte sich zu seinem Gast, griff nach dem warmen Stein in der Jackentasche und überlegte einen Moment und sagte dann: Nee. Nein, zum Glück nicht. Aber für morgen ist ein Gewitter mit starken Regenfällen angesagt. Ah, Aber übermorgen soll es wieder schön werden. ich habe schon viele Gewitter erlebt. Ich freue mich immer darüber. Gewitter machen mir keine Angst. Gut. Solange es keine Steine regnet. Am anderen Morgen ging der Direktor gleich in die Küche und fand dort Josephine, die Großmutter von Ambros. Sie hantierte mit den Pfannen für die heiße Milch und für die Eier. Guten Morgen, Josephine. Schon da? Der Herr Zurbrigg ist gegangen. Zurbrück. Ja, es sind schon wieder Steine zu Boden gekippt. Ah ja. Ich habe den Pfarrer mitgebracht. Gott welcher, Herr Pfarrer? Guten Morgen, Herr Direktor. Schauen Sie, da sind die Steine. 3 habe ich selber gesehen, wie sie zu fliegen da gekommen sind und mitten in der Küche zu Boden gefallen sind. Draußen erhellte ein Blitz den düsteren Morgen. Donner krachte und Regen prasselte an die Scheibe. So eine Sauwetter. Guten Morgen, Luciano. Ja. Entschuldigen Sie. Herr Direktor, guten Morgen. Ja, ich brauchte 2 Mal Spiegeleier mit Schinken. Es kommt grad. Sehr gut. Herr Direktor. Oh, Sie sind ja da. Herr Pfarrer, wieder schauen. Ade. Ja gut, und was sagen die zu diesen Steinen, Herr Pfarrer? Ja, irgendetwas ist in diesem Haus nicht sauber. Ja. Da fiel wieder ein Stein zu Boden und der Pfarrer bekreuzigte sich. Herr Direktor, ja bitte. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich der Kapuzinerbruder Cajetan vom Kloster Gleisla kommen. Wieso jetzt das? Der weiss Bescheid über das Exorzieren. Was auch immer da für böse Geister oder Teufel rum sind, der Bruder Cajetan wird sie durch Kraft vom Heiligen Geist vertreiben. Der Direktor schüttelte den Kopf. Aber das gibt's doch gar nicht. Ein Blitz tauchte die Küche in ein grelles Licht und mit dem nächsten Donner fiel ein neuer Stein. Das gibt's doch wirklich nicht. Ja, also gut. Der holt der Bruder Cajetan. Ich leite ihm gerade an. Gut.
Josephine blickte von den brutzelnden Spiegeleiern in ihrer Pfanne auf und nickte dem Direktor anerkennend zu, als er die Küche verließ. Und dieser stieß fast mit Schnetzelmann zusammen. Ups, hoppala. Excuse, ich meine, entschuldigen Sie bitte, Herr Schnetzelmann. Alles in Ordnung? Ja. Sie können sich freuen, es gewittert. Nach dem Frühstück besprach der Hoteldirektor sich mit Brocci, dem Küchenchef, und Josephine, die gerade die letzten Tassen und Teller abtrocknete. So, vielen Dank, dass die beide noch da sind. Das ist doch selbstverständlich. Zum Glück haben wir Zwischensaison und es ist nicht sehr viel los. Ja. Der Zurbrück hat 3 Tage frei genommen. Die Lina und der Rambos sind ab. Die kommen nicht mehr. Ja, ich weiss. Das mit diesen Keibensteinen kann ja nicht ewig weitergehen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht an das Zeug, aber der Pfarrer holt jetzt den Bruder Kajat an. Er weiss über das Exorzieren Bescheid. Nützt es nichts, so schadet es nicht. Von dem Bruder Kajatan habe ich schon gelernt. Er hat einmal eine arme Seele gebannt, die im Haus von meinem Vater rumgegeistert ist. Ich bin nur so froh, wenn der Kajatan kommt. Ich sag's Ihnen, Herr Direktor, das hier ist nicht mehr normal. Ich weiss. Josephine, hat es denn hier schon mal so etwas gegeben? Da, im Hotel? Nicht, dass ich weiss. Ja, und sonst im Dorf? Nein. Das heisst, es hat einst einen Klopfgeist gegeben im Haus von seinem Oberstecks. Ah ja? Dem weiss ich nicht. Ja, das war vor 50 Jahren, als die älteste Tochter plötzlich verschwunden ist. Ah, ja, oder? Man hat sie im Wald gefunden, tot. Ah. Und als man sie vor der Kirchenmauer beerdigt hat, hat das Klopfen aufgehört. Ja, und Steinregen? Von Steinregen weiss ich nicht. Ich sage es noch einmal, das ist nicht normal. Ja, nein, das ist es nicht. Ich gehe jetzt in die Kirche ein paar Gegrüßeisten beten, bis der Bruder Kajatan kommt. Hoffentlich nichts das etwas. Ja, wer weiß. Ja. Die Gewitter ließen im Laufe des Tages nach. Hingegen nahmen die Steine, die in der Küche zu Boden fielen, wieder zu. Am Abend war der ganze Fenstersims voll mit Steinen. Kurz vor dem Nachtessen kam der Pfarrer. Guten Abend miteinander. Herr Pfarrer. Grüezi, Herr Pfarrer. Und? Wo ist der Bruder Kajatan? Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ja, er ist krank, dann kann er erst in einer Woche kommen. Nein, Gott verdammt. Gott verdammt. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr Brocci. Als der Direktor nach dem Nachtessen im Aufenthaltsraum vorbeikam, sah Herr Schnetzelmann von seinem Buch auf. Alles in Ordnung? Ja. Aus in Ordnung, keine Sorge, der Blitz hat nicht eingeschlagen. Ja. Bitte? Ja, ich frage ja, weil ich hier den Pfarrer zweimal gesehen habe. Ach, wissen Sie, wir sind hier in einer katholischen Gegend, nicht? Da hat ein Pfarrer immer etwas zu tun. Ja, ich verstehe. Wissen Sie was? Genießen Sie die frische Bergluft, Herr Schnetzelmann. Bald geht es ja ab ins heiße Ägypten. Apropos Ägypten, ich muss leider schon morgen früh abreisen. Oh, wie schade. Ja, Reisevorbereitungen in Genua. Ja, aber dann bringe ich Sie morgen zum Postauto. Oh, das ist sehr liebenswürdig. Danke. Ja, dann bis morgen früh und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Am Morgen begleitete der Direktor Herrn Schnetzelmann zur Postautohaltestelle. Ein Zimmerbursche schleppte den übergroßen Überseekoffer und lud ihn ins Postauto.
Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt, Herr Schnetzelmann. Ja. Oh, noch etwas. Wenn Sie oben auf der Passhöhe sind, genießen Sie die Aussicht. Sie ist einzigartig. Oh, danke für den Tipp. Ich werde Ausschau halten. Schnetzelmann hatte am Fenster Platz genommen und hob den Hut zum Abschiedsgruß. Das Postauto fuhr los und verschwand um die Ecke und der Direktor fühlte eine eigenartige Erleichterung. Im Hotel ging er gleich in die Küche. Wunderschönen guten Morgen miteinander. Herr Direktor. Grüezi, Herr Direktor. Wir haben einen Gast weniger. Der Herr Schnetzelmann hat früher abreisen. Aha. Ja, der mit den grossen Überseekoffer. Mit den vielen Kleider. Ja. Konrad Hampton. Hamburg-Amerika-Linie. Maharaja Palace Bombay. Mandarin Shanghai. Ja, was sagt er? Der hat aber den Koffer gut studiert. So etwas sieht man nicht alltag. Ja. Und jetzt noch Ägypten. Aha. Und das ist... Was? Das ist gut so. Wie meinen Sie das? Ja, merken Sie es nicht, Herr Brutschi? Was? Es regnet kein Stein mehr. Auch in den folgenden Tagen und Wochen nicht. Und auf die Dienste von Pater Cajetan konnte verzichtet werden. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.